Hier ist unsere Geschicht. Subscribe zu diesem Channel, drück auf den Daumen und vergiss nicht nachzuschreiben in die Kommentare, von wo du diese Geschichte anhörst. Dort merkt sicher, dass viele Mennoniten mit unserer Geschichte bekannt waren. Dit is de Bregradio CHPD 105.9 in Elmer, Ontario, met Geschichten uit onze Geschicht van George Rempel. Van jou hebben we meer van wo we hebben schaffen geleerd en wat het geeft van het verlafenis geeft. Ik zie Herrn Rempel en ik wens je een goede aanvang. Geschichten uit onze Geschicht nummer 4. Ditmaal vertellen we ons wat van wo we als Kinder en Jugend in de 1930er en 1940er Jahren in einem mennonitischen Dorf in Chihuahua, Mexiko, arbeiten lehrten. Kinder mussten in einem mennonitischen Dorfsleben von jung an dort arbeiten lehren. Bei einem Dorfsleben in unsere Kinder- und Jugendjahren mussten auch alle Kinder von sehr jung an Pünktlichkeit in Arbeit lehren. Ich erinnere mich daran, dass wir als Schuljunges pünktlich besorgen helfen mussten, während der Schulzeit meistens nicht zu morgens, aber jeden Abend. Wir mussten der Heinervater ein Wasser geben, wir mussten, zoals wir dort damals nannten, de Eier uitnemen. Wir mussten die Kalber tränken und Futter geben. Wir mussten manchmal mit einem Hammer auf einem Stein Knirkes zweischlagen und verdeinen. Dort wurden bei uns nicht mal all die Knirkes vom Etenmerken geholt, aber manchmal wurden auch die Knirkes von krepierten Pferden und Rinder für diesen zweiten Haus geholt. Die Heiner wären so sehr hingeran nur die zwei geschlagenen Knirkes, dass sie die manchmal so dicht bei dem Hammer wegzuschnappen versuchten, dass wir die dabei auf ihrem Schnabel trafen. Wir mussten manchmal sogar dort Rindvieh besorgen. Das heißt, wir mussten dem Maltje am Stall eine Sederheit merken und hernehmen und anbringen, sodass die Merkes die Beinen malchen können. Und dann, wenn das Büten schimmer wird und die Enten nicht vom Entenpuddel weich und an den Stall herangehen wollen, dann muss wir die von dort weich holen und an den Heinerstall herangehen und die der zu merken. Aber nu erst ein Geschichtchen von was 1943 bei unserem Entenpuddel passiert. Das war 1942 am Herbst. Gleich als Bruder Abraham und seine Frau Helena Peters bei uns waren und wir Junges bewunderten ihren kleinen Jungen. Die war noch nicht einmal ein Jahr alt und kon all gehen und kon auch all viele Wert sehen. Und wir hatten eine große Herd kleine Entjes, wo das kleine Jung mit großem Interesse beobachtet, als sie die in unserem Entenpuddel schwammen sah. Uns Junges, die wir die Entjes immer beobachten können, uns interessiert es an diesem Tag viel mehr zu beobachten, wo das kleine Neffe, so als man manchmal sagt, sich nicht zu loten wisst. Er lädt sich auf sein Bock gehan, stund weiter ab und lädt sich weiter han und bleibt dabei beim Sagen, Pila Bohn, Pila Bohn. Das meint, die Entjes steht Boden. Und nu war der Trägt nur, wo wir all als Kinder arbeiten lehren mussten. Am Sonnabend oder manchmal auch an einem anderen Tag, nach der Schule, mussten wir Schuljunges, so als wir dort nannten, den Kuhstall uitmesten. Und wir mussten den Kuhmast so wie Feierzahl dick verschmieren. Und wenn der Dreh genug geworden wäre dort, dann mussten wir den an einem anderen Sonnabend
oder an einem anderen noch fassbar, so mit dem gleichen Spodum durchstecken, dort ungefähr 8 bei 8 solche Stecker gibt. Und wenn diese Maststecker, wir nannten die Mastsoden, ganz gedreht werden, dann muss wir die abfliehen. Diese Mastsoden dienen und es steht Brennholz aus Brennstoff. In Kanada haben unsere Eltern und Großeltern ganze Masttypes zu Mastsoden gepresst und im Winter gebraucht, um ihre Häuser im langen, kalten Winter warm zu halten. Bei dem Steinbach Museum in Manitoba haben die Mennoniten noch eine so eine alte Mastsodenpreis und damit wird an bestimmte Sommerdau für die viele Jahre gedemonstriert, wo man früher die Mastsoden gemerkt hat. Manchmal mussten wir auch mit den größeren Geschwistern Taub Doppelboxen voll Kohlmast Taub lesen auf der Weitstab, wo auch aus Brennstoff dient. Besonders unter den Meergruppen am Waschtag, um dort viele Wasser zu merken, was es für die große Familie ihre Wasch braucht. Bei vielen Familien in Mexiko malchen bloß die Mädchen, aber bei uns mussten auch die Jungs bei Malchen helfen. Als ich ein bisschen älter ward, ich war noch mal 13 Jahre, da musste ich auch dort Malchen lernen und lang immer bei Malchen helfen. Unsere Mutter sagt manchmal so, die Jungs sollen rechtmäßig alle auch dort Malchen gelehrt haben, so dort, wenn sie erst befreit oder verehelicht sein wurden, und ihre frühes Mal nicht wurden Malchen kennen, dort sei dort dann verstanden und donen wurden. Ein Wort von einem Verlafnis. Was ist ein Verlafnis? Was passiert traditionellerweise in unseren Kinder- und Jugendjahren und auch später noch in einem Dorf in Mexiko, wenn dort wo Verlafnis geben soll? Wenn dort, so als unsere Vorderstadt manchmal nannten, wo Blumenmaus geben soll. Und was passiert dann an dem Verlafnistag oder ab einem Verlafnisfest? Und was passiert an den sogenannten Brütlitzwerk und so weiter. Wenn ein Jung und ein Mädchen sich in Chihuahua in einem Dorf befreien oder verehelichen wollen in unsere Kinder- und Jugendjahren, dann wird das ganze Dorf dort meistens all Eier dort verleibte Paar Verlafnis berät hat. Und der ganze Prozess vom Verlafnismerken wählen muss so angefangen werden. Das verleibte Paar muss, wenn sie sich verehelichen wollen, das allererste, so es dort bei uns genannt wird, Verlafnis bereden. Das heißt, am Sonntagabend, vor dem Verlafniswerk, muss das verleibte Paar bei dem Mädchen ihre Eltern in der großen Stube hingehen, und da muss der Junge das Mädchen ihre Eltern noch Freiheit fragen, ihre Tochter freien zu dürfen. Das wäre bei uns so die damalige Mode. Das wäre vielleicht bloß eine Formalität, wie es das doch alle Mann wisst, dass die Eltern nicht näher sein würden zu dem Jungen seine Frau, auf er mit Freiheit ihre Tochter freien darf. Aber das muss doch das erste passieren. Und dann, wenn das Mädchen und der Junge Verlafnisberät hatten, mit dem Mädchen ihre Eltern, dann schreibt das Mädchen ihr Vater am folgenden Montag entweder selbst den Verlafnungseinladungsbrief oder er lässt die von einem Schullehrer schreiben. Ich habe in meinen 14 Jahren, was ich dort als Schullehrer gedient habe, viele Verlafnungseinladungsbriefe schreiben gemusst für so eine Fotos, wo sie selbst nicht sehr gut schreiben können. Am Dienstag oder Mittwoch werden diese Verlafnungseinladungsbriefe dann ausgeschickt. Meistens wird die Namenliste von Freunden und Verwandten, wo sie zum Verlafnis eingeladen worden sollen, durch diese Brief auf der Hinterseite von diesem Einladungsbrief so ausgeschrieben, dass der eine Brief dort halbe Darb, meistens an eine Seite Darb,
von Nober zu Nober, von einem Eng bei dem anderen Eng, der Lang geschickt worden soll. Und der letzte Nober muss den Brief dann nur einem Freund oder Verwandten, nur dem Mädchen oder von dem Jungen an einem anderen Dorf anbringen. Und dann immer so wieder nur Verwandte und Freund an andere Dörfer an der Kolonie. Und an dem zweiten Einladungsbrief wird diese Namenliste ausgeschrieben, dass an der anderen Seite vom Dorf von Nober zu Nober geschickt wird, um an alle einzuladen. Und weiter muss der letzte Nober den Brief nach einem Freund oder Verwandten bringen, am nächsten Dorf und so wieder. Die kleine Buggy, mit welchem ein Brigam mit seiner Bruttaub an der sogenannten Brütlitzweg spazieren fahren will, die muss schmackblank aussehen. Und während der Weg, wann zu seinem Verlaufnis gemerkt wird, sagt der Jung, der der Brigam waren will, dann auch, dass der Buggy ab schmackste gefauft wird. Und dort merke, wenn Sinne und Brüt waren will, heucht all Anfangsweg mit ihrer Geschwistertaub ihren Verhof, Schmackreien und so wieder. Und dann, wenn dort am Donnerstag ein Abend wird, dann drüben bei alle Dorfsnobers entweder ihre Kinder, wo Kinder wären, oder die früher selbst, Malch in Butter oder Malch in Schmand, nur die Lied haben, wo dort Verlaufnis geben soll. Diese Malch, Butter und Schmalt geben den Oberst umsonst daheim, um am Freitagmorgen den Zweibackstich merken. Alle Nobers beteiligten sich freiwillig an das Reitmerken von einem sogenannten Gastgebot. Und dann am Freitagmorgen, dann gingen die Mädchen mit großen Backkommen unter ihre Armslänge Gas, nur die steht han, wo das Verlaufnis geben soll. Und da halten diese Mädchen alle top den Deeg für die viele große Zweiback, die kleinen Zweibackjes, de Bans en de Kringel, wo für die Verlaufnismahlzeiten gebackt worden sollen. Und dann, wenn der Deeg fertig war, dann sagten die Mädchen, sie werden Deegkneder genannt, die große kommen voll Deeg auf einem großen Buggy hingen, ein Buggyboxen an, spreiden Lerkes darüber, spannen ein Piet für den Buggy, und dann sagten zwei Mädchen sich an den Buggy setzen an, und fuhren von Nober zu Nober das ganze Dorf rund und leiten bei jeder Nober früh Wort von dem Deeg. Bei so einem Lied, wo große Märkes wären, da leiten sie ein bisschen mehr, und wo nicht Märkes wären, ein bisschen weniger davon. Und dann backten alle Nober frühers in ihre Märkes von dem angebrachten Deeg entweder kleine Zweibackjes oder Kringel oder manchmal auch Wort von beides. Und dann, noch fassbar, wenn alle früher in Märkes diese Zweibackjes und Kringel Schmack gebackt hatten, ich glaube, jeder früher Märke wohl die schmackste Zweibackjes und Kringel gemerkt haben, dann drehen sie die nur die steht haben, wo das am kommenden Sinne und Verlaufnis geben soll. Während am Freitagnachmittag am ganzen Dorf die Zweibackjes und Kringel zum Verlaufnis fast gebackt und nur dem Verlaufnisplatz angebracht worden, dann kirkten etliche frühes und Märkes bei der Lied, wo das Verlaufnis geben soll, einen großen Meergropen volleren Fleisch und auch einen Meergropen voll Plümmenmaus und backten da all die große Zweiback oder Boltje für den Mittag in Ovenkostmahlzeiten am Verlaufnistag und mögen da auch allerhand andere Sachen rein für den Verlaufnistag, zodat sie am Sonnabend zum Morgens schwind alles eten würden, reitmerken können und so wieder. Meibelvieren uitspannen. Entweder die Vater von dem Märke, wo eine Verlaufnis haben will, oder ihre Brüder sorgten dafür, dass für den Verlaufnistag Meibelvierer da sein würden, um die Däschen, Bänken und Steiler aus dem ganzen Dorf abholen und auch uitspannen, wo die Verlaufnisjast ihre Pied, wenn die angekommen sein würden, uitspannen und fordern sollen. Und dann, wenn am Sonnabend die Morgen angebrochen war und alles tätig besorgt worden war ab dem Hof, wo das Verlaufnis an dem Tag sein soll,
Dan riemden Vater en Seens met atelje nobers, mannen en jongens taub, al ihre woonstoven ladig, en droegen al ihre baden, commodes en shops, en ihre spikker oder Maschinenschappen aan, om in ihre woonstoven genoeg ruim te maken, dat verlafnis afholen te kunnen. En de bruid ihre Mutter kookt am verlafnisdag voedselsmorgens met noberfrühes taub den komstborst van de vleessoep van rundvleeskeuken am Ferien nog wasbaar. En melken nog schwind al het andere eten ganz rijdt voor de middagsmaaltijd. En während de mannen en de jongens, de vrouwen en de meisjes alles zum verlafnis rijden voeren de meubelvierer 3 oder 4 van 17 bis 20 jarige jongens met 2 pieden herbergswerven, dat darp van nober te nober rond en holden de dashen, banken en stijlen, wonen jeder nober al buiten voor zijn huisverein reitgestalt had en brachten die dan naar dem verlafnisplatz aan. Meestens moesten de meubelvierer 2 voeren opholen en wanneer ein nober seine Meubel nicht getekend wären, dann schreiben die Meubelvierer seinen Namen daran ab. So schwind, als die Meubelvierer mit den Meubeln angekommen wären, stellten die Männer 2 Schmackesteile an der Brötliedstove an für die Brötlied und sahen auch Bänken und Steile an diese Stoven an für jugendliche Freunde und Verwandte, um auch darin satten zu können. En wanneer het tijd werd middag te eten, dan droegen mannen en jongens genoeg taschen, banken en stijlen aan de woonstoven aan en stelden die daarbij aan voor de ingeladene verlafnisgast van wieder af en voor nieuwe vrienden en verwanten am dorp, wonen ook tot de middagsmaaltijd ingeladen werden zum middageten rijden. De dorps nobers en de vrienden en verwanten uit de noodste dorpen kwamen meestens maar namiddag zum verlafnis. Aber de noodste nobers en de noodste verwanten en vrienden am dorp werden meestens ook ingeladen, al tot de middagsmaaltijd aan te komen. En de verwanten van wieder af kwamen zelfverständlicherwijs ook al tot middag aan. Wanneer de dorpse lied namiddag zum verlafnis kwamen, meestens te gonen, dan brachten viele Frühers Feiertassen en wat Geschirr met, om sicher te merken dat genoeg Geschirr en Tassen zijn worden. Wanneer de verlafnisgast van andere dorpen aanvangen te komen, dan moesten de uitspannen 4 oder 6, meestens zo'n 13 bis 15 jarige jongens, immer 2 en 2 taub, daar buiten voor de deur rijd zijn, om de aangekomene gast ihre Pier uitspannen en den Stalen aanbrengen en Futter geven. Wanneer de stal op de verlafnis steed vol geworden weer, dan moesten de uitspanner de eeuwige gast ihre Vortiger nemen en de Pier bij de nobers am stal brengen en doorvoederen. De bruid weer aan ihrem verlafnisdag al tidig vermiddag rijdt voor ihrem Brigom. Ihre Mutter oder Schwester hat haar Schmack gekammt en geholpen sicher te merken dat Bruidskleid richtig gestohlen wurde und so wieder. En am verlafnisdag droeg de bruid traditionellerwijs een brunet Kleid. Hier moet we voor dit Mal worden aufbreken. Nächstes Mal noch mehr von was an einem mennonitischen Dorf in Chihuahua ab einem Verlafnisdag passiert. Was nächstes Mal.